achten dat. Geht nooit. Het is een fijne gelegenheid en zegen den Gott ons geeft. Hier Bibelstunde hebben. En ons leven, onze Beziehung zu Gott, onze Beziehung zu uns selbst, notendelijk niet te leren. En vandaag mocht ik met dem touw wandelen dat we ons de gedanken maken over dat schritt gaan, dat we ervaren wat passiert dat en ons dat entweder verletzungen zijn, oder dat we heilen, dat we eruit komen. Wat passiert da, omdat we dat kennen? En God fordert ons allemaal op door aan te schaffen en dat te erkennen. Want de Bibel is veel de gedanken. Het wel, het beter ver dat je erkennen. Dat je God channeleren, dat we onszelf channeleren, dat we Gottes Welle channeleren. En dat heeft alles met erkennis te doen. En dat is de meer we verstaan wat dat vers is, dat is de beter we met dat omgaan en ons beter ons leven leiden. De ziel van leven, Spanisch proposito, is meer als plus dat het een ziel. Dus wanneer we in een stad voeren of aan een arbeid steht, we alle doorheen komen, sondern dat handelt zich meer om levensziel, wat wel met mijn leven reetje, of hoe je het gaan. En den gedanke, am Anfang nog en nachher nog einfach zijn, wat dat in ons passiert. En ik mocht beden nog eenmaal dafür, dat God ons leiden mocht en gedanken. En juist, en onze ganze veilen, dat we ons opmaken voor dat wat hij ons te leren heeft. Wel nog kort bidden. Trouw God, deze verrast, deze alleenheid die ons juist als dienen. Reden ons leven aan en help ons er stien juist en die woord te verstaan. Wat u ver hast, wat u ons gemaakt hast, wat aan ons passiert is en waar we damit omgaan zullen, oder waar u ons daaraan helpen wirst. Schenk daaraan wijsheid, inzicht, erkenntnis en veel moed. Dat we ons niet opgeven, dat we niet nulaten, sondern dat we ons die gans aangeven. En noem Jezus bid we dat. En danken die. En bidden die ook dat u mocht ons ganz klar wijzen. Wanneer ook Satan ergens een deel gewonnen heeft in onze hart, in onze denken, dat we dat erkennen en aan die hem noemen ruiten. En we danken die daarvoor. Amen. Ik heb een gedanke gevonden van ons zenden als persoonlijkheid en dat weist aan 5 pilaren of 5 pols die onze persoonlijkheid stabiel houden en ik dacht dat is wat ons allemaal veelt in mijn leven en dat betreft mijn ganze leven van maandag tot maandag en niet plus om zondag. Dat handelt zich daar om de charpa, onze gezondheid, onze beziehungen met andere mensen, onze arbeid, onze leistingen, onze financiële zekerheid en ook onze weten. Onze idealen, wat wichtig is am leven. En wanneer dat am gleichgewicht is, dus dat aan niveau is, dan hebben we een starke persoonlijkheid. En wat ons aanzien maakt, wat in mijn leven aanzien geworden is, als krijgt 1 deel, of 2 delen, of 3 delen, wat niet im gleichgewicht dan komen, oder nicht im gleichgewicht dan gekommen zijn, oder manchmal uit dem gleichgewicht eruitkomen. En dan hebben we gewisse schwierigheden. Want ons echt op deze pols en op deze pilaren staan dat en we een uitleg hebben van onze charpa en gezondheid, met aannemen, met dem vleien, met wassen, met den weten dat niet grote krankheden aankomen. En dan bij de beziehungen die we met andere mensen hebben, onze arbeid, onze leistung en dan ook onze financiële zekerheid en de weten die we hebben en dan ons leven kennen, oder onze idealen. En we zijn tevreden met de God ons gemaakt heeft en wat we doen, waar we leven. En dat is daar een gleichgewicht. Wie we dit kennen zeggen, de waterweg aanleggen is aan niveau. Ja? We zijn uitgegelijkt, ons leven is uitgegelijkt. Maar wanneer het niet uitgegelijkt is, dan hebben we ergens troubles. En hoe komen we her? En ik mag mal dit ons moed maken
mir fällt das ab, dass ich in der Bibel nur und dann fällt mir ab, alle wen von diesen 5 Pilaren hat Gott ein Wort. Dem Charpa sagt er, dass han sie gesund hat, dass Jeff nach Wirt verliert, als bloß an Charpa der Friedstall. Das checkt noch Reich Gottes. Da beim Vater unseres, ja fandst die da dachte eten. Dat wir uns keine Sorge machen. Aber anders sagt er, macht keine Sorge. Eten, Kleidung, dafür sei er. Dafür war ich Sorge, ich brauche niemals Sorge machen darüber. Das ist meine Abgabe. Und so später sich das von Gott, der sagt dafür, und das sagt er, bei Beziehungen, sagt er, Haftbeziehungen, dat Menschen, die Gott verstehen, oder die Gott leben. Die bei Gott helpen huilen, oder die kannst bei Gott huilen und nicht waschen können. Wie Werte und Ideale, dus Ziele, die du hast, oder für was du leben willst, sagst, lebe mich von ganzem Herzen, lebe den Nächsten. Dann Botschaft du Herr und sagst, wenn je dit doen, het wil je een halve gleichgewicht houden in je leven. Dat je gezond opwassen, oder je gezond je entwickelt. Bij de financiële zekerheid, onze financiële leven, dat is het eerste nummer Gottes. Op andere stellen zegt hij, je kennen niet 2 Herren deine, en schätjend, of je willen dat geld deine, oder mij. Het zijn ständig Botschaften an diese 5 Pilaren, und das andere ist, sagt 6 Tage sollst du arbeiten, und 1 Tag Ruhe. Dat er een uitleg is van arbeid en Ruhe. Het zijn Bilder, oder Essenbild, van wo wir uns sagen, okay, wanneer ik in mijn leven onstabiel zie, ligt dat vielleicht an 1 oder 2 oder 3 van deze Pilaren. En dan zie je vielleicht erkennen, wo komt dat her, dat ik mijn leven niet ganz een rechtje, oder dat ik, wanneer dit passiert, oder wanneer die Situation komt, dat ik een trouble zie. En zo Jeff, je ziet, je weet situationen wo we dan een Schwierigkeiten geraten. En man moet eens moet wie wanneer we dan nog oppassen. Dat eens moet wie wanneer dat is dan ga ik in mijn leven wat ganz wakkelijk, wat zeer anders is. Nou, we dan nog oppassen, je wie leicht daar erkennen, wo kan ik me anstrengen, oder wo kan ik wat verbeteren, omdat ik stabieler word. Dan dat andere, een nächste beeld, wat ook aan het liedjewicht denkt en aan het liedjewicht arbeidt, als deze denkt aan mijn ziel en aan den zwaard van mijn leven. Want als de zwaard van mijn leven, waarom zie ik hier? En wanneer we dit bechecken, mij valt dat op, wanneer we dan nog checken wat leven ik te doen. Ik had hier ook wel op Spanisch, lo que amo hacer, ja, wat maakt mij vrede wanneer ik dat doe. En daar ben ik aan dat kan zijn mijn leidenschaft, oder mijn passion. En ook mijn missie. Ik wil immer veel daar zal ik bijdragen, daar wil ik zijn, daar wil ik metarbeiden, daar wil ik mijn goven aanzetten, daar wil ik verder komen. En het andere is, wat ik doe, wat ik betonen kan. Dat ik zo leef, wat ik werkelijk dragen kan, verantwoorden kan, wat ik niet, wo ik niet wat schuldig blijf. En dat betrouwt zich op onze profession, dus onze arbeidstijd, daar wo we veel. Dat is mijn beroep, dat is mijn beroeping zelfs. Dat ik moet, daarvoor zie ik beroepen, dat is mijn stadje zie. Maar we dan nog 2 chansen dat doen. De ene ziet is, wat de wereld brukt aan mij, wat moet ik zeggen, wat voor een nood is am nächsten, oder wat is aan mijn omheen, en het andere, wanneer goven een talent heeft. En dat aan deze beeld zijn, dan moet je, oké, ik kan niet bloos aan mij denken. Ik moet nog eraan denken, voor wat zie ik fähig, voor wat zie ik gemaakt, en wat fehlt er aan mij. Wat kan ik bijdragen? Wat kan ik een zegen zijn, wat kan ik helpen? En wat voor een govenheid, wat voor een talent is, om dat weitergeven. Wenn es an dieser Gesellschaft fehlt, oder vielleicht sogar an einer Ehe, an einer Familie, an meine Verwandtschaft, dann an der Kolonie. Und das wird mir sehr klar wissen, was mein Proposito ist, was mein Ziel ist, oder wie wir sagen, wenn es Wort Gott die gemacht hat. Und wir noch checken, was fehlt an dieser Gesellschaft. Meistens ist es, dass ich mehr dort sei, wo ich gegeben habe. Gott hat mich auch gegeben für einen Bereich, und dat wil het eerste zijn. Ik weet niet of je dat al mooi gemaakt hebt. En ik wil niet dat er een nood is. En we willen daarvan reden. We willen een nood zetten aan deze kolonie.
Wenn je zeggen, luister daar aan een fan aan deze kliniek. Kan zijn dat u wat zit, wat de meerheid niet zit. En dan kan je zeer leicht erkennen, oké, daar wordt het bij voor te kennen, dat bij voor te zullen, dat wordt wem, nog wem dat toenemen moeten, omdat we dat probleem lezen. Dat door ongoen aan die arbeid, wens dat veelt. En dat zit dus waar in China zit dat. En dat zijn onze goeven, zijn onze feestjes. En halt zeer veel te verstaan, oké. Daar kan zijn dat God mij, broeken wel ouder, wil zeggen, deswegen heeft God mij hier neer doen en deze tijd. En deze hem Allah. Omdat er een mens is, dat twee, dat drie, die zaag zijn. Sonst blijft hij liggen. En wanneer je aan dat denkt, wat aan onze knieën, dat veel meer aan iemand is passiert, dat krijgt niet passiert, dan denk je veel meer daaraan. Dat we een groep, dat we veel mensen zijn ongehoorzaam, wens dat niet functioneert. Die goeven niet aanzetten, dat die dat niet zeggen wat ze zijn, die dat niet metteilen, die dat niet voor God brengen, die zeggen niet metteilen, zeggen hier veelt bieten voeten, dat veelt moet te doen. En zo wordt ons leven ervallen, wanneer we in die richting ons leven aanzetten. Het leven, dat veel het am grootste aankomt, dat niet meer aan die wel is, wens we onze opgaven niet doen. Entweder hebben we angst, entweder wat er trouble brengen. Maar ik daaraan denk wat aan de jonge generatie passiert, wat ik plus aan deze 3 maanden hier in zijn en deze gezelschap, het is meest niet te leven dat China daarmee wat deed. Dat zijn mijn ogen. Ja? En ik weet niet of jullie dat zijn, maar echt veel door een verantwoording. En we dan liefst daarbij voeten willen. En haal met meerdere gereed en je vraagt, weet je wie? En de meeste zei je, blijf niet doen. Je hebt nog maar trouble. En dat is vielleicht van veel jaren terug, toch geloten. En wanneer man met problemen ontvangt, dat ergens een lezing, weet je wel, dan brengt het vielleicht nog maar trouble. Wanneer je machine voor, en die mensen kan 2 voor, en je weet al dat veel wat. En je voor maar nog, want het is erntetijd en je wil wie dan maken. En je dan aan die problemen wat de machine heeft, schaffen dan tijd man allemaal maar. En als manchmal een lange tijd te remonteren. En dat is een gezelschap met die leven, dat is met ons allemaal zo. En we zijn dan in de wereld, wat je geval is, wat zich distanciert heeft van God. Christen, dat is God toewaande, die ziet je van God. Maar we zijn niet perfect. We hebben zijn slot God te zeggen om uit dit eruit te komen. En dit beeld kan ons helpen te zeggen, oké, wat is mijn ziel? Waarom zie je het hier? We hebben van aanvang aan allemaal wat van je redt. Van identiteit. Wer zie je? En de bestemming, voor wat zie je het hier? En ik dacht, dit beeld kan ons wel met helpen, een beetje meer verstaan. Wat is die leidenschaft, die passion? Voor wat brandst je? En wat is die mission, dat hangt op? Dan, wat is die arbeid en die beroeping? En hoe kan je bijvoeten, wat nog bezit veel? Omdat je een liedje wist hast en die leven en die denken en aan dem handelen. En dan natuurlijk ook aan familie. Ons ziel is eindelijk door aan de maat. En wie deze 5 jaar aannemen en door we dat top traft. Dan vinden we eindelijk ons hoofdziel als persoon en ook als gezelschap. Je nachdem voor wat we ons aanzetten. En daar waar we leidelijk zijn. Wens we dat speren, ik zie op de rechtje staat, ik doe de rechtje arbeid. Ik doe dat wat aan mijn hart brandt. Ook wanneer ik niet uit verwas kom, ik wil daar schulden. Wens ik empfing, dit is de rechtje arbeid. Dit is de rechtje opko. En dat heeft God aan die nije last. Dat hast du niet als kind geleerd. Dan dat is een passion die God geeft. De ogen, dan is echt die God geeft. En wer bekeerd is, wer zich God aangegeven heeft dat bestemd gemaakt. Dat kan meer zijn, andere zijn. Er gaan zaken op, eens je reden van, uit zien een lichtje komen. We zijn de ogen opgegaan. We hebben het hart opgegaan. Dat je erkaan plus meer, dat je erkaan andere. En dat is wat God deed. Vindt hij wel dat u een erveld leven viert. En dat is mensen die God hier het hebt doen, wat een erveld leven hebben. En er proposito erkaan en verwas kunnen. Ik mocht een citaat nemen, dat hij mal in Spanisch heet. Wie willen je veel zwarte hebben? Lech.
rede ik manchmal, dat is bloß een leidje. En wie Christus zei dan, het jeft niet leid, het jeft bloß Führung Gottes. Ja. Andere zei, dat is toeval. Maar God viert, bloß in unserem Denken ist viel mal, wann ich auch mal leid hat. Oder wann ich leid habe, da pinkel ja leid hat. Und jemand hat mal gesagt, leid ist dort, oder leid passiert dann, wann ich mich vorbereite für mein Proposito am Leben, für meine Ziele, was ich will. Und wann dann die Gelegenheit kommt für das, was ich mich vorbereitet habe. Das ist Sorte. In mir fällt das bloß so, ja. Ich habe das selbst erlebt, habe mit vielen jungen Menschen erlebt, die sich vorbereiten, was dann interessiert. Und dann plötzlich kommt dann eine Gelegenheit und sagt, krijgt das heute geleerd. Krijgt das heute gewacht. Und nu wordt bijvoeten. En manchmal ist es sehr schwer, da ankommen, sie da entwickeln, weil sie für das will ich, das halt, und sie gehen eine Schuldigung und das will ich. Und dann ist das, sag ich mal, das Sorte. Ich finde das als Führung. Gott hat die gemacht und du findest die Proposito, du findest die Stehen, die Abgabe, die Arbeit, für die du arbeiten wirst. Und ich weiß nicht, ob es hier viel ist, ich habe manchmal in uns nicht erlebt, wenn es wie ein soziales Leben, was Cerrado sind, früher vielleicht noch viel da als nu, dass man ein großer Teil auch Menschen Ackerboeren sind, und interessiert das nicht. Aber da ist keine andere Möglichkeit. Oder Malcha, ich weiß nicht, wie viel hier noch Malcha denn, und vielleicht sei viel plus mal abtieren. Und das ist so wichtig, dass wir uns fragen, für was lebe ich? Und für was lebe ich, dass Gott sein Geist mir hilft, das brennt, das will verwascht, das will in die Richtung. Vielleicht hast du die Chance noch nicht. Aber bitte, das Gedanke, der fällt mir immer uit. Wenn mich was interessiert, wenn ich eine Sorge habe, wenn ich eine Not sei, und ich weiß nicht, wie ich antworten soll, und ich komme nicht dazu, Gott bete für mich. Als es von dir das anliegt, dann will ich recht sein. Want nach einem Jahr, nach 2, nach 3, ich will recht sein. Und du mir die Gelegenheit schaffst. Und das ist, was uns zurückfällt, zu leben. Andere Zitat ist, la oportunidad no se puede controlar, pero sí puedes decidir si estás listo cuando llega. Die Gelegenheit kannst du nicht kontrollieren. Ja, die kommt manchmal zu schwer, manchmal zu laut, was wir leben. Aber du kannst die Reit machen, für wann kommt die Gelegenheit, was du wirst, dass du dann auch reit bist. Das sind 3 Forderungen, an das Leben noch zu denken, an unsere Ziele, an unsere Vision. Und nu möchte ich ein klein bisschen mit Ihnen die wieder nehmen, was Gott gesagt hat, das ist Paulus, wo er uns abfordert und sagt, sieht, steht. Wenn alles wackelt im Leben, dann fehlen wir niemals steht worden. Aber das ist wieder, die waren uns teuer auf, die waren uns, ich sagte, immer weiter brauche ich in mein Leben, in das Epheser Kapitel 6, 10, was, ich glaube, das war 12, ja. Die drei Fahrer. Epheser 6, wo die verre Waffenrüstung ist, oder verre Gereitschaft. Und du sagst, te laatst, zorg dafür, dass je steut wordt. Und dan mocht ik nu bij een verre wieder lesen, einfach die Frage stellen, was ist du, was ist, was wir als Gemeinde, dass wir steut worden. Zaten wir uns dafür an? Bemeest du die steut worden, en Glauben, en Leben, en Wahrheit, oder an die Feier Abgabe, an die ganze Beziehungen zu den Menschen, an die Berufung, en dat wat für was du brennst, dass du da steut bleibst, da steut ja was. Gott sagt uns, sieht steut, oder sorgt dafür, dass die steut worden. Het sich meistens wann Gott kann nur stehen, ich mache das nicht selbst. Steut worden. Ans bei mir, niemand wie sagt, nu mag Jün steut. Wenn wir Gott schauen, weiß wie das, wenn er nicht halt, wo wir nicht steut. Aber das Gedanke ist, sorgt dafür, dass die steut worden, da ist die Kraft, die der Herr Jün schafft. Es war ganz klar, dass Gott macht das geben, und er hat gegeben, und er wird steut, da ist die Kraft, die er schafft, Vers 11. Lasst Jün dort ihr Scher ab, dass Gott für Jün Reit hat, dass sie bestehen können, wenn die Beise findet, Jün angerebt. Ich möchte das nun mal von einer ganz anderen Seite beleihen oder erklären oder uns erwähnen, als ich das noch niemals getan habe.
Wanneer we aan dat denken, dat uit mij rijdt maakt voor dat, wanneer God mij eenmaal wat naar je lijn heeft gegeven, dat te doen, hoe ver mijn hart brandt, dan wil ik tussen vars een beetje bruggen wel, die schaffst al, die magst die rijden. Ja? En ik mag mij rijden en beden en Bibel lezen en met mensen reden en dat ik stoot wordt voor die je lijn heeft, wanneer God mij wat mijn beroeping ganz klar wijzen. Dan hebben we een vriend, die ons aan die voorbereidingstijd zwak maken wel ons stoot laat. We hebben een jener. En ik geloof namelijk dat Satan veel dat weet voor wat we ons voorbereiden, wat ons interesseert. En hij schaft eraan dat we niet dran komen. En vandaar zullen we treden naar de eerste vers gaan, dan naar de vers 10. Dat zegt, maak die stoot, zorg dafür dat die stoot wordt. Die blijft, ons blijft als mensen, maar dan ganz was van de mensen. Dan zie je danken met de voet van dat. Wat wordt de nästa zeggen? Wat worden de denken? En ik mocht dat van Kolosser brukken, hoe Paulus aan de Kolosser schrift en zegt, check niet naar onder, rest je en blijkt naar boven, door Christus is. En niet nur dat wat op je is. En met deze danken maakt je stoot. Zorg ervoor dat je stoot wordt. En neemt dat ganze je scharen, dan laat het ganz aan, dat je rijdt zijn, dat je bestonden kennen, aan de vriend aangeroepen. Dat is meestal met opportuniteiten. Je weet niet wanneer wat aangeroepen. Je moet er rijdt zijn. En die twee zaken, rijdt maken het hem dat tuinen, voor wat we beroepen zijn, en rijdt maken het hem wanneer ons weer je aanschrift, dat we dan stoot zijn, dat we stonden blijven kennen. Vers 12, we hebben niet maar je Fleisch en Blut te kämpfen, aber je wollte, bei sie Jester von der Himmelswelt, und mit Gewolten und Herrschaften von einem Dienstren, der über diese Welt herrscht. Das ist uns Feind. Keiner von denen Oberst, keiner von diesen Menschen, die Chance sind die Feind, sondern wir haben einen anderen Feind. Und dort halbt das Geschirr. Dort halbt das Geschirr Gottes. Und er hat uns recht gemacht. En wie zullen ons recht maken, om dat daar zullen daar bestonden blijven. Ik mocht een ander beeld wijzen van de wereld van ons mensen. En hoe dat herkomt dat we helemaal die richting gaan en feilen. Dat is niet de richting, dan gaan we die en die danken draaien. Ja? En wanneer we negatieve erlebnissen hebben, dan vieren ze dank ons manchmal ganz in de grond. En je feilen en alles, het gaat plus rauf. En mij heeft het mal geholpen, dit schema, dit beeld te creëren, dat we het mal voor vele jaren creëren, al vele mal gebruikt. Die mechanismes, dat systeem dat ons beïnvloedt. En onze gedanken metneemt en wie dan nog vele mal handelen. En dat is ten Beispiel ons ganze zinnen, dat denken, en onze mente. Wat daar binnen is, dat bestemt ziemlich alles van ons leven. Weil we denken, weil we de zaken opvoeden, wat we verstaan hebben, wat we erkend hebben, dan leven we. Dus wenn als Gott dat een grote onlicht, dat u am erkent. En erkennen is van de Bibel her en am geestlichen immer beides. Ja? Am kop en am hart. Dat beides Gott erkent. Omdat we weten en dat we empfangen en waarnemen am hart, dit is van God. En dat is niet van God. Dat we die zaken klaar hebben. Maar ons gehirn, ons denken, bestemmt sehr viel. En dan komt dat in dem, onze gedanken voor ons in dem, wat we als Einstellung hebben. Oder Überzeugung. Oder onze denkwoord. Oder onze Sichtweise. Punto de vista. Weil we dan ontzetten, bestemmt veel wat in onze gedanken verzet. Of het wat goed is, of wat slecht is. Of het een gelegenheid is, of het geen gelegenheid. Oder een gevaar. En dat bestemmt dan onze actus, ons handelen. En dat is wat schaffe. En dat is wat passiert dat dan ständig. En God schafft ständig dran am Wort, met zijn geest. Jesus heeft dat veel gezegd, dat je het hier ändert. En dan deed dat andere ook. Een Bibelvers wat we de aanleiding hadden. En dat je daar is de verandering van denken. We van andere zijde dus zeggen, je kan het niet ändern, ik kan me niet ändern. Want ik dit niet ändern. Want mijn denken niet veranderd wordt, dan wordt mijn leven niet veranderd. We moeten dan schaffen wat we denken, wenn es dan nog wat we handelen. Dan komt van dat handelen,
entstehende Avitos gewann hätte. Und einmal du pünktlich das deine ungewann hätte. Von Jesus hört man bloß eine Sache von dem, wo er sagt, er ging im Tempel, so ist das seine ungewann hätte. Aber von da schon weiß man, was du 3 Monate einmal war das, dort waren sich deine Hirn, dort waren sich dein Charpa, deine Seil, dein ganzes Leben waren sich dort. Und erst dort dann was geudet, dann hast du eine Gaude Wahrheit, was die leicht fällt, war wieder mag. Als es eine Sünde, fällt es dir leicht da wieder mag. Ein Schwur oder Ritter. Ich habe selbst erlebt in meinem Leben, habe mit anderen erlebt, und die einzigen noch viel krasser als in meinem Leben. Dort, wenn man länger in Sünde lebt, dort man zu Latz läuft, man ist im Rasten. Und du kannst in meinem Wort Gottes das wiesen, dann sagst du, na, interessiert mich nicht. So viel schlecht ist das nicht, dass ich Buße denn mache. Und das ist, was denke, und dann unsere Anstellung prägt, und dann irgendwann handeln wir, und wir dort viele Mal tun, und manche Sünden haben wir über Jahre getan. Wenn wie sie denken. Und wenn Gott uns dann wel recht macht, für eine neue Opportunität, für eine neue Gelegenheit, dann sind wir bloß nicht recht. Und wir verstehen das nicht, wir wollen auch nicht, und wir sind blind in dem Bereich. Gott will uns die Augen aufmachen. Und nur Avitos, nur angewandt hätte, das ist Prägungen, was wir uns angewandt haben, kommt dann ans Charakter. Und das, was sie prägt, ans Charakter, das ist das vom Denken, was unsere Einstellung ist, und dann was wir tun, was wir dann wiederholt tun, was wir uns Leben machen, das führt uns zu angewandt und dann formt das uns Charakter. Und dann lebe ich da noch. In Galater 5 sagt das, ich möchte das nicht lesen, aber es ist klar zu sein, was das Fleisch bringt, und es ist klar zu sein, was der Heilige Geist bringt, wenn die Früchte sind, wenn die Frucht ist. Und ich möchte das mal mit diesen Dingen betekenen, wenn ich check, was da die Mente, das Denken beeinflusst, die Älteren sind, Freunde, sind ganz sicher Ältere und sind ganz sicher Freunde, und auch die Traditionen und Angewandheiten in die Gesellschaft, die Musik, die du hörst, die Gemeinde, die du hast, die sozialen Medien, die du brauchst, und auch die Bibel. Das beeinflusst die. Und je nachdem, was die ganz beeinflusst, oder am meisten beeinflusst, dann wirst du die Einstellung haben, dann wirst du da noch leben, wirst du da noch handeln, das wird einfach deine Gewohnheit werden. Und das wenn du bestimmt mal, was du die angewandt hast, da rauskommen, ist schwer. Wenn du da raus machst. Das ist dann die Chance, das ist sehr schlecht für mich, und dann ist die manchmal hostig raus. Aber solange du dort nicht sitzt, in der Chance, das ist langsam. Und das System hat mir viel geholfen. Einmal war mich fragen, was denkt ihr? Und wenn ich allein sehe, und wenn ich in Sorge sehe, was redet hier? Und wir reden viel mal, wenn ich erzähle, wenn ich auf jeder tun, aber ich rede viel zu mir in Gedanken. Und die Gedanken sind manchmal sehr beschuldigend. Es wird nicht, und das halbt nicht, und was sieht Jana, und die meint das so, und die will mich bloß schlecht lehren, und die hat mich mal abgeholt. Viele Gespräche, wie nennen das dann Hochdeutsch, Selbstgespräche. Ja, selbst zu die vertellen. Und wenn du da noch abpasst, dann kannst du die sehr leicht channelieren. Wenn du denkst, du fehlst, was du die angewandt hast, und was du mit in deinem Charakter hast, oder all sei. Und noch Gott die leiden. Und dass du Mut hast, dass du die Courage hast, dass du nicht sagst, nein, ich will nicht an mich an, das macht mir Angst, wenn ich mich selbst beobachte. Und dass du frei vor Gott kommst und sagst, was tritt in mein Hort, was tritt in meinen Kopf, und wie es mir halt, mich daran zu denken. Und dann können wir uns Gedanken erkennen und können dann scheiden. Das halt nicht, das will ich nicht mehr denken, so will ich nicht mit mir reden. Ich will so reden, als Gott sagt. Dann kannst du die Bibel nehmen, einen Vers setzen, und die du weißt. Wenn hier was anderes tritt, jeden an und jeden Gottes Wille, dann sagt Gott, ich will diese Gedanken waschen, ich will den Vers nehmen, zum Beispiel von Vergebung. Und du fühlst, Gott hat dich nicht vergeben, oder du kannst nicht vergeben. Du hast du mal vergeben, dann hast du so viel mal getan, wenn du verletzt worden bist. Und du einfach sagst, ich bühe ab das Wort Gottes. Of ich das Fehl, das ich vergeben habe, dann nicht, aber ich habe mir entschlossen zu vergeben. Und ich will ab das Wort Gottes bühe, dass du sagst, er vergibt mich, und ich bin fähig auch zu vergeben. Und ich will dabei bleiben. Dann kannst du die eine Gedanken, die einzige Fehler, und vielleicht noch den Einfluss von Satan, war da Stunde und da rauskommen.
wat die dan gezonde gewaan heeft. Dat die denkt aan dat positieve, aan dat goede en aan die versprechungen die Gott geeft. Wat da passiert, wann wir ständig an unsere Gedanken sind, das sind die Bilder, was ich viermal besprochen, dann möchte ich nicht wiederbringen. Das ist das, dass wir, wann wir negativ sind, wann wir verletzt sind, bühen wir Raum uns einen Schutz. Wenn wir Angst haben, was da wer anfuttern, was mir war da, wo ich was sagen, was mir war da wer schlecht lehren. Und das Bild hat mir sehr viel mal angeregt, dass das immer taub ist. Wenn ich mich taub mache für Menschen, dann mache ich mich auch taub für das Leben Gottes. Da sind wir sehr an der geführt, wenn es echt, die viele mal ganz falsch geführt waren an meine Gedanken, meine Einstellung. Dat ich manchmal die Leute, dass ich kann sehr gut mit Gott leben, aber an gewisse Troubles mit Menschen. In der Bibel sagt es immer weiter, die kannst nicht. Wenn du Gott nicht lebst, oder wenn du den Menschen nicht lebst, die den Nächsten, dann kannst du Gott auch nicht leben. Und das selbe Prinzip gilt, wenn ich von Menschen nicht leben annehmen kann, wenn ich immer Angst habe, die haben mich sehr verletzt, ich mag mich tau, kann ich Gottes Leben nicht im Hart annehmen. Das ist dort tau, ja, das ist blockiert. Und wenn wir dort immer weiter uns vor Augen halten und Gott fragen, wo sieht denn mein Leben aus, kann er uns wissen, was für eine Mure wir da haben und woran wir uns tau machen. Und meistens ist es Angst, dass es auch sagt, von vergangenen oder früheren Verletzungen. Ich fühle mich aufgestaut. Da aufsteht, war ich schon, ist noch manchmal sehr sanft. Manchmal sind wir sehr misshandelt worden. Und dann deed ik mij treedtraatje, een touw maken. En reed vandaag nog met een man uit Paraguay, die ook trouble heeft in zijn leven. En die was dat dus een zaadsprook. Dat is goed. Dat is wat mij alleen weet. Dat mij zelf weet. Ik had veel om die dag. En haar chant dat dat de volste entscheiding is wat we treffen. En Gott heeft ons niet gemaakt om alleen. En wanneer we dat leven, we waren op, dan waren we zeer verzaaien. En we waren allemaal hard daar, en allemaal touw na, en allemaal versloten na. En leven dat we goed met God zijn, maar we zijn niet. En we kunnen ook mensen niet leven, en ze hebben het touw gemaakt. Ik weet niet of je nog herinneren aan dat, wat ik am Anfang zei, dat en wij zijn allemaal weg, en dat is het eerste. Wanneer ik een mens bereist deed, een vreemde of wat, ik kwam het een bekende weer, en die met mij reden wil, dat eerste check ik af, heeft hij slecht am zijn, oder goed het. Wenn ich mit mir schütze, ich war das erst anwaren, der wird mich nicht nach was tun, das wird vorher anwaren. Und Gott weiß mir dann irgendwann, du kannst bloß, das kannst du kein Mensch vertrauen. Und sie magst die immer vorher tun. Du passt immer vorher ab. Und du redest jedes Mal mit einem weisen Mensch. Dann ist nicht Leib, dann ist nicht Lockerheit, es ist zufrieden, dann hast du kein Ziel am Leben. Bitte man wird sagen, das ist auch ein Ziel. Nämlich touwmaken. En oppassen. Maar wie dat met bonden verleden, die in deze wereld regeren, die handelen ze stop. Voor mij is dat concept plus, dat is ons menselijke concept. Wanneer je een groep hast, guerreros best, dus guerreros zijn en die hebben ook vrienden, dan moet ze allemaal het eerste scheid. En eenmaal is het eerste schot als best uit. Dat is het systeem dat we in je Beziehungen filmen. Und auch kan je als Christen aan niet menden. Je mag ons touwen. Wanneer met eens wat Schlechtes verft, ik heb veel gearbeitet. Ik heb abgepost. Het zijn tekens van niet heil, niet gezond. En ik mocht ons aanladen wel ons opmaken. Wat zei gefährlich opmaken, wenn dan kan ons weer verletzen. En dat bruk wie leven. En voor mij is dat hij het al pommel gebruikt. Maar dat Beispiel van Jezus. Die mag zich op en zeggen, slot. Dat wat je wil. Ik wil je niemals abhören met leven. Kunnen mij verhakken, kunnen mij ganz twee maken. Martin Luther King in de USA heeft dat ook zelfs gedaan, als hij als zwarte opstond en zeide te de witte. Vandaag entscheiden we ons te leven. En je kan onze vroeges misbruiken, je kan onze duisteren misbruiken, je kan ons verhakken, je kan ons aanstappen. Wie worden in het leven? We hebben ons entschloten te leven. En dat wordt niemals abhören. En dat kan mooi Christ zijn, het kan mooi einer zijn die erkend heeft dat hij met God is. En dat is Jezus. En dat plus verletzen. De mensen kunnen slaan, maar die lui kan ze mij zeer slecht leren. Dus wenn zij wie viele Mal an Beratung, mijn partner an der Ehe,
dat is dat wat mij am meisten doen kan. Wenn es für dem halt mich opgemacht. Und deswegen machen wir uns vielmal toll, wenn wir sind verletzt, dann sagen wir, du nicht mehr. Du hast sehr Apostel. Bloß wir können da nicht das Leben leben, wir können auch nicht Gottes Leben kriegen, wir können auch nicht verwasch machen. Das andere danke, je Seele dem Herrn, je Gott, mit je ganze Tod Gott sein, und mit je ganze Seele, und mit je Kraft. Das ist ein wichtiger Fall. Das ist für mich ständig in Gebeten, ständig in Kampf, wo ich Gott sage, ich will die von heute leben. Ich will die mit ganz meiner Kraft, mit all meinen Gedanken und mit meiner ganzen Seele will ich die leben. Das ist mein Anliegen. Der nächste Vers ist, du sollst den Herrn dienen Gott mit den ganzen Tod Gott sein und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Du sollst deinen Nachbar größer Gott sein als dich selbst. Das ist ein Auftrag. Das ist nicht eine Anleitung. Und besonders für uns, die wir sagen, ich fall Jesus nur, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes. Das ist unser Auftrag, dann würden wir sagen, das ist unser Proposito, das ist unser Ziel. Für das lebe ich, für das sehe ich nicht weiter geboren, für das hat Gott mir gemacht, für das hat er sich eingesagt, für das will ich leben. Nächste Beispiel, ich möchte nu 30 Sekunden hostig, wat we feit mal die Debatte halft. Bloß am den Blatt an uns einmal klar zu machen, wo der Champ, ein Mann, kann eine Kreuzung uit eine Früh sein, verletzt, macht sich stau, hat Angst, und dann hat das, was ich nu erklärt habe. Er kommt der Leib Gottes, und macht sich stau, schlägt er terug. Er kommt eine andere Person, will am Leben, macht stau. Wenn sie Angst hat, der wird dort nennen, dort sagen, dort tun, wo mir das weiter. Und das hat mir also weiter tun. Ich mag mich stau. Und das ist, wo uns hart wird. En we brauchen een weetje tot. We brauchen Leisung. We brauchen dat de Leib Gottes in unserem Leben ankommt und uns ganz weg macht, ganz opmacht. Auch für diese Welt. Auch für diese beiden Menschen, die noch nicht Gott kennen. Und die immer weiter uns weiden. Auch selbst für unsere Schwester. Meistens sind die Verletzungen eine Gemeinde viel tiefer als wenn uns ein Angläubiger was weidet. We brauchen diese Leib. We brauchen een opnet Gott. Omdat we ons verbinden können, dat we eind worden kunnen. En daar komt het wieder, en ik mocht het mal daar kunnen, dat je het vielleicht nog beter am Kopf behouden. De gedanke is hier ständig diese Bilder. Der Vater lehnt seinen Sehen auf, das funktioniert einfach nicht. Der Sehen lehnt den Sehen vom Vater auf, sagt, brück ich nicht. Die brück ich nicht. Ich will mich selbst weiter. Das nächste ist, der Sehen kämpft an dem Sehen vom Vater. Dran mest einmal taub. In de jonge jaren dacht man, Vater weiter, ich will mich auch weiter. Go van thuis, bevrijd me, dat wordt allemaal, ik heb mijn eigen beroep, dat mijn eigen arbeid. En ergens komt het, je dank hoog aan mijn Vater, mij dat maar loven deed. En ziet man waar bij Vater een loop, een anerkennung en dan zien. Zelfs je passiert, Vater lehnt de dag auf, de dag lehnt den Sehen vom Vater auf. Dan zijn het valje. Ja. Wat rijdt dat bij hem zien? De dag kämpft an den Sehen vom Vater. Das sind immer die Spannung an uns. Ich weiß nicht, ob jeder Chane hat viele Mal in meinem Leben erlebt. Weil mich aus nichts, halb nichts, das Mensch, das macht wie halblos nichts. Und auf der anderen Seite ein Verlangen noch, was zu sein. Und wenn ich was sage, dann soll man mir das auch glauben. Dann soll das auch da noch gehen. Wenn ich was sage, dann soll das auch Wert haben. Dann muss ich das mit 1% aus 2 Personen. Einerseits glaube ich halb nichts, wenn ich was sage. Und wenn ich was sage, dann glaube ich, das ist das Wichtigste. Ich habe etwas gesagt. Und das ist eigentlich eine Spülung von einem Weidog, von Frustration, von einem Sehen, noch Anerkennung, noch Sehen, noch Frieden, noch Beziehungen, noch dass mir wer was regnet, wenn ich was sage, wenn ich was tue, wenn ich wo komme, wenn ich wo sehe. Nächstes, Mutter lehnt den Sehen auf, Sehen lehnt den Sehen von der Mutter auf. Braucht die nicht. Met mijn ma dat is niet, ik ga mijn eigen was. De nächste Schritt am Sehen ist aber, Sehen kämpft an dem Sehen von der Mutter, an den Muttersehen. Diese Spannung erlebe ich ständig und das liegt an den Beziehungen einer Familie. Und je nachdem, wie du das erlebt hast, ist es wichtig, dass du das sitzt und damit was tust, nämlich dass du heil wirst. Und nicht, dass du in den Schulden sitzt. Diese Bilder, das ganze Lied von der Mutter lehnt Sehen auf, Vater lehnt Sehen auf, er dacht auf, es ist nicht die Sache von das Ziel, nur mal den Fehler seht ihr bei unseren Eltern. Auch nicht den Fehler seht ihr bei den Kindern.
sondern die Situation sei, was entwickelt sich da, wann da Fehler passieren an Ehe, an Familie, an Beziehungen, an Gemeinde, an Gesellschaft, dass wir wissen, was passiert da an mir. Und dann kann ich was tun. Wenn es wie einen Auftrag zu vergeben, zu leben, und dann zu in Ordnung, und dann was zu sehen, wie ich hin und sehen sind. Was fehlt da an mir? Was kann ich beitragen? Was sind meine brennenden Verlangen, wo ich meine Gabe ansetze? Und dann verwasch. Wenn das nicht passiert, wenn wir nicht vergeben können, wenn wir nicht reden können miteinander, nicht heil werden, dann wollen wir abgehüllen. Von unseren eigenen Gedanken, von unseren Fehlern, von unseren Verletzungen und von Satan selbst, der uns dann leicht abhüllen kann. Und viele Mal rutschen wir an Sünden an und Fehler an, wo wir dann nachher meist nicht rauskommen. Mutter lehnt Tochter lehnt die Mutter sehen auf. Das sind Fälle von das Ganze, wenn Mutter Tochter auflehnt, Tochter kämpft um die Mutter sehen. Und ich möchte da in 2 Bibelversen zitieren, und habe ich angeschrieben. Wenn wer sagt, er hat Liebe für Gott, und er ist sein Bruder, oder feindliche Sonne, der Licht. Ja. Das ist nicht im Licht, sondern der Licht. Ja. Das soll man nicht verwechseln, ja, dass er im Licht ist, sondern das ist Licht. Wer sein Bruder nicht gut ist, den er sieht, der kann Gott nicht gut sein, den er nicht sieht. Es sind wieder, wo Gott ans Rütfahrt und sagt, denk nur, wo lebst du, wo bist du? Je hebt nicht am verurteilen. Gott sieht ständig verletzte Menschen. Das ist die ganze Bibel. Und mir ist das schon, dass ich das nicht von jung an erkannt habe. Und mir viel früher für Gott hingeben haben. Denk bloß an Mose. Denk an David. Und Daniel. Und Josef. Und Petrus. Und viele andere. Verletzte Menschen. Tweemakte Menschen. Jesus sieht dir ab und sagt, komm. Ich habe eine Arbeit für dich. Das ist eine Not an dieser Welt. Deine Gabe, ich habe die gemacht, ich weiß, was an die ist. Steh ab. Und dann kommen wir einen Prozess an, selbst ist mit mir passiert, ein Prozess von Heilung, von Vision, von Richtung. Und ich würde viel Momente abreden, wo Gott mich frisch gewesen hat. Zeg mal, das habe ich fair. Ich habe nicht ab. Und ich habe Momente, wo ich abgebe, ein ganz spezifischer Moment, der hat mich sehr geprägt. Also ich ganz ungewehr, all Jahre an die Gemeindearbeit, viel Frustration mit Gemeindearbeit, mit Letters, ganz meid, Ehe funktioniert nicht gut, hat nicht viel Zeit gespannt für meine Familie, für meine Ehe. Ich ganz ungewehr. Und sage ich nicht mehr durch. Und eines Tages bete ich, war da am Auto beten, und dann schreie ich den Gedanken, meist aus ein Lüde wird, wo Gott sagt, du wirst von Gnade zu Gnade gehen. Die hat nach ein paar Wegen, dass ich dort wirklich leben kann, aber die wieder Leute mich nicht tun. Und das ist Gott. Der hilft dir. Du kannst der verletzte Mensch sein. Gott sagt, komm, ich will dich heilen. Es ist nicht in einem Moment. Ich habe Menschen, die sehr schön heilen, aber es ist ein Prozess. Und ich möchte das mitmachen, weil das einmal so eine Anladung nicht aus Beschuldigung sein, sondern aus einer Anladung, aus einer Ermutigung von Gott. Er sagt, hör dich mal an, wenn du lebst Gott, kannst du im nächsten nicht leben, und du bleibst dir nicht wieder was vermachen. Komm nicht mehr, ich will dich helfen, dann wirst du die Menschen leben, dann wirst du mir leben, dann hast du dort, was ich mit dir verhabe. Ich habe diese Erfahrung viel aus Beschuldigung gesehen, wo Gott sagt, tja, du lebst die Wort. Du lebst, du kannst mit mir, aber lebst nicht den nächsten, ja, bist nicht mehr. Und ich will abgeben mit dir. Habe ich viele Mal gedacht. Ich dachte, das falsch wird zum Rechten. Dat Gott mir recht hat, oder Jesus mir recht hat, oder der Heilige Geist. Weil es einmal zum Anladen. Hij wat recht nog her, want hij nog mal weiterkommt, an Start anholt, nachher mit der Irrte eines, dann hat er alles recht. Dann kommt das große Recht. Hij hat sich entschlossen, ans Titi. Deswegen lebst du. Nimm das Beispiel von Ananias und Sapphira. Hat er bloß eine Entscheidung getroffen. Nicht ganz all die Wahrheit sagen, für den Altar, für die Joid, für den Apostel. Dann sagt Petrus, warum hat Satan die verführt, den Heiligen Geist zu beliehen? Und dann fallen an und wird das. Und ich habe viele Mal gesagt, wenn Gott einmal so handeln wird, ich würde nicht leben. Und lange nicht mehr. Das ist Gnade. Das ist eine Anladung, das ist nicht ein Urteil, das ist nicht eine Verurteilung, das
is niet in rechte. En wel het hoort te nemen dat God allemaal wat zegt. Hij roopt kranke mensen. Jezus heeft dat zo klaar gezegd. Hij zie je komen, de kranken te heilen. En niet weinig je zonde. Die zonde brücken zijn dokter. Die zonde wel ook zijn. Want die wie twee zijn, die wie moedje aan het veld wordt, die zijn voor Jezus door. We willen niet maar een schritt kunnen en zeggen, ik wil mij bekeren, ik wil ten iemand die hier, ik wil heil worden. En ik wil, en wanneer 10 jaar dit, 15 en 20, dus het bij mij dit heeft. Ik wil niemals opgeven. En wanneer die entscheiding valt, komen we immer nog in een etappe na, wo we zeggen, nu wil ik opgeven en nu wil ik toch laten. En dan je roept God aan. En zegt, du hast van genade tot genade gewonnen. En ik wil die vieren. En ik laat die niemals los. Die kan geen uittraten. Die kan geen losrieten van mijn hand. En du moet west. En du moet jou zijn. Ik wil traten. Dan kan ik allemaal wat fresh jou zijn. Allemaal zeggen, hier. Schaff maar wieder an mij. En dan komen verzoekingen. Dan komen situationen. Hoe hij dan dat hart opmaakt. En dan maar wat wees. Daar wordt het nog touw. Daar wordt die te zijn verlaatst. Dat touw mestruur. Dat die luist. Daar wordt mal touw maken. Omdat het dan niet wat weet. En je hebt das andere vers. Bekend je de zonde. Einer zum anderen. En beet einer voor den anderen. Dat je tjene geheild worden. Dat je beet van einem je rasten. Kan veel uitrechten. Want dat op ihren staat. Zwar da eine aanloading. Gewoon niet in was. Und du sagst, ich weet mich allein. Maar een paar weet je. Je man weet je. Vriend weet je. Vrouw weet die. Man weet die. Go, ik wil mij alleen weten. Je zegt, bekend je in de zonde ondereinander, einer zum anderen. Omdat je vrij wordt, oder dat je geheild wordt. En ik leef dran. Van ervaring, maar ook van een woord dat ook onervaring was. Dat wanneer we niet ondereinander zonde bekennen, zullen we niet heil worden. Dat is geen Möglichkeit. We kunnen zondevergeving krijgen, maar die Wunden, die diepe Wunden, die worden niet heilen, wanneer we alleen blijven. En God heeft ons niet gemaakt, om alleen blijven. En die een dokter is, dan is er niemand zegt hem wat hij weet. De menselijke dokter, die ooit dat, want die nog weet wat hij weet. En dat weet zij. Maar die is niet iemand. En ze brookt hulp. En dat is wat hier God ook zegt. Ga naar iemand. En dat je bekennen, dan wil je heil worden. Wat ik danach verstaan, mag je niet maken dat dat ook erom denken. Wat hier was zegt, het wel dat je heil wordt. Dat is geen zaakje dat. Niet om je te hormonen en wat aan de uit te schuwen, sondern het wel dat je heil wordt. Dat is geen zaakje, God, een bekend in de zonde. Dat is ook wat dat is. Geen oordeel was zin, sondern hij zegt plus, wie we damit omgaan zullen. Wens de Bibel, God, Jesus, der rekent allemaal damit dat u en uit zonde. En zegt plus, wie we zullen omgaan met dat. En je hebt ons alle aanwijzingen en alle hulp en alle mensen die we gebruiken. Wie moet ons plus opmaken. En wanneer ons mensen verlaten, wat we ons daar schaamfen en die vergeven, dan zeg je, ik wil leven. En ik wil dat leren, dat je in mijn leven al veel meer gezegd hebt, ik wil zo leren te leven, dat ik mijn vriend leven kan. En zolang dat aan mij niet volkomen is, weet ik allemaal, ik zie nog niet om het ziel. Ik kan vriend zeer schwer leven. En mensen mij slecht leren, het valt mij zeer schwer. En dan zeg ik te God allemaal, ik wil doorgaan komen, dat ik vriend leven kan. Mensen die tegen mij zijn, mensen die mij slecht kunnen willen. Ik wil zo sterk en zo erwassen worden, dat ik vriend leven kan. En wat ik nu erkend heb, ik hoop ik kan wieder wassen. En wens die dat ook, mag die wens paar doorvieren, wat ik kan, wens wieder kan die niet vieren. Vriend leven, zie wie leichter, wanneer we als Christen taubstaan. Wanneer we alleen zijn, duurt het niet lang. Dat we vriend hassen. En zij hassen. Dat we met op elkaar, dat we ons als leiders ondereinander hassen. En slecht leren. En slecht het over einander reden. En over onze schwestern, en over onze vrienden, en over andere mensen. We breken ons ondereinander. En God wil dat het dat ook functioneert. Maar God ons daar rechtlich zijn. Rechtlich helpen. Zodat dat is de sleutel voor het opmaken van hart. Gemeinschaft, bekennen,
met God zijn en zei, ik wil leven. God vult me met leven. Ik wil de leven wiedergeven. Ik wil leven nemen van andere Schwester, zo onperfect als dat is. En God wordt ons leiden. We worden gestuurd worden. En we worden een groep worden, een gemeente worden. Mannen en vrouwen, die fijn leven in deze wereld, in deze tijd. En dat leven is zeer gestuurd. Hebben we in Jezus gezien, hebben we een apostel gezien, hebben we een vele christen gezien. Die zien wat hij den Duits gemaakt heeft. En de leven van God. En onze God heeft je God ruim gevangen heeft en uitgeleefd wordt. Wel nog bidden. Terug God danken voor die leven. Danken voor de genade die du ons gegeven hast. Dat we een genade erleven, in een genade gaan, en genade uitgerust zijn, en kracht hebben te leven. Danke dafür. Nu bidden we die am Schluss von diesem Abend. Leid an sie danken met deinem Geist en deinem Wort. En maak aan ons op. Ja, van ons licht. Maak onze ogen op van unserem Verständnis. Dat we erkennen, wo wir stehen. Wenn wir die Einladung haben, ab der Stunde steigt zu worden. En in deze Welt naar te gaan. In Gemeinschaft, in een Leben, in een Wahrheit. Die ons dat wieder. We willen niet opgeven. En ik bid die voor die mensen die hier nu zijn. Dat die de ganze hier worden. En die aber geen moed meer hebben. Bitte geen moed. Kraft. Bitte jeffen niet op. En geen die man, die vrouw, die jong en die mejaal, deze genade steigt te worden. Damit hij zich nog zelf strijd maken kan aan de kracht Gottes. En aan die Heiligen Geest. We danken die Heer, dat u dit heerst en dat u antwoorden wordt. En Jezus Christus. Amen.